Jetzt sind wir komplett. Sehr geehrte Gäste, liebe Fußballfreunde, der SC Kapellen heißt Sie zur Pressekonferenz im Erdstadion herzlich willkommen. Die Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von der Provinzialgeschäftsstelle Karl-Heinz Wolf in Kapellen. Als Erste begrüße ich den Trainer vom SV Hüdesheim, Ingmar Putz, und unseren Trainer Chico. Sehr geehrter Putz, darf ich Sie nun um Ihr Statement zum heutigen Spiel bitten. Bitte schön. Ja, erstmal schönen guten Tag zusammen. Ja, ich denke mal, wir haben eine ganz vernünftige Partie gesehen über 90 Minuten. Ja, in der ersten Halbzeit waren wir nach meinem Geschmack etwas zu passiv. Wir haben den Kapellnern zu viel das Mittelfeld überlassen. Ja, haben da gerade in der Zentrale nicht so den Zugriff bekommen aufs Spiel und sind dann durch eine Unachtsamkeit dann auf unserer linken Seite dann in Rückstand geraten. Danach haben wir so ein bisschen besser das Spiel nicht in den Griff bekommen, aber wir sind ein bisschen aggressiver geworden, haben die Zweikämpfe etwas mehr angenommen und sind dann folglich durch eine glückliche Situation letztendlich, aber durch einen langen Ball, wo wir auch mal nachgelaufen sind. Ja, oft wird dann der lange Ball gespielt und wir sind nicht so nachgelaufen und haben dann halt einen Fehler erzwungen und sind dadurch zum 1-1 gekommen. Zweite Halbzeit, denke ich, sind wir besser ins Spiel gekommen, haben noch mehr die Zweikämpfe angenommen und ja, ich denke mal, wenn wir 15, 20 Punkte mehr auf dem Konto gehabt hätten, dann wäre vielleicht zum Ball von Lukas Konzertek dann reingegangen in der Situation. Kommt wieder? Ja. In der Situation, wo wir sind, da fehlt halt manchmal etwas das Glück. Kein Problem. Fehlt manchmal das Glück. Letztendlich bin ich mit dem Spiel meiner Mannschaft sehr zufrieden. Ja, also wir haben uns ein bisschen stabilisiert gegenüber der Vorrunde. Wie weit uns der Punkt am Ende bringt, werden wir sehen. Trotzdem bin ich, wie gesagt, sehr zufrieden mit dem Spiel und wünsche auch Kapellen weiterhin alles gut. So, gibt es irgendwelche Fragen hier an den Herrn Putz? Keiner in das Händchen? Ja. Na gut, zunächst mal vielen Dank für Ihre Äußerung. Kommen wir zu unserem Trainer Chico, darf ich nun dem Statement zum heutigen Spiel bitten. Anfangs haben wir aber eine Frage an den Trainer des SC Kapellen, Chico. Guck mal, Chico, die Mannschaftsaufstellung, wenn ich sehe, wo der Robert Kühlschein gespielt hat, das ist meines Erachtens nicht seine Position. Er ist ja ein Spieler, der mehr aus der Tiefe kommt und das Spiel natürlich im Aufbau. Sehe ich das verkehrt oder sehe ich das richtig? Ich glaube, was das in die Aufstellung zu tun, ich glaube, wir sind jede Woche, jede Training zusammen und wir trainieren die Spieler in die eine oder mehrere Positionen, wo der ausspielen kann. Und dass das Robert Kühlschein heute auch besser aus und offensiv gespielt, dass wir gemeinsam einen Weg genommen, dass er da spielt und da hat er auch nicht schlecht gespielt. Ich glaube, dass eine oder andere, die immer in der Position wechselt, wo aber auch der Freddy als Innenverteidiger gespielt, ja, ich kann auch nicht gleich spielen, aber wir haben auch trainiert, dass der auch gleich spielt, er wirklich kann. Und hat auch nicht schlecht gemacht und ich glaube, Robert Kühlschein hat auch nicht heute schlecht seine Aufgabe gemacht. Nur, dass jetzt zum Spiel zu kommen, haben wir sehr gut angefangen, wir haben die Gegner keinen Platz gelassen, haben die Gegner einigermaßen Griff gehabt, haben die eine 0-Führung genannt und danach haben die Mannschaft ein bisschen probiert, aus der Zeit zu machen und haben uns nicht gelungen. Und durch eine taktische Fehler von unserer Mannschaft kriegen wir sind immer bestraft, egal gegen
gegen welche Gegner, wie auch immer, haben wir nicht viel zugelassen und die erste 100% Möglichkeit für die Gegner machen wir gegen wir das 1-1. Zweite Halbzeit haben die Jungs probiert, ich habe es auch, wir haben vorgesagt, dass wir Geduld haben, dass wir auf unsere Chance zu kommen. Und wie auch immer, haben wir Pässe gemacht, haben die Gegner auch auf unser Tor auch ein paar Chancen gemacht. Aber heute haben wir nicht verdient zu gewinnen. Haben wir standen die zweite Halbzeit und unser Fehler, habe ich auch vorher gesagt, die Gegner werden uns das richtig schwer machen, dass die auch unten nach oben raus wollten. Und das wäre eine Derby und gibt keiner, die oben steht und keiner, die unten steht. Das sind nur die Ergebnisse und ich glaube, dann startet die zweite Halbzeit verdient Unterschied. Zunächst mal vielen Dank, Tito. Gibt es hierzu Fragen aus dem Publikum an unseren Trainer? Ja, bitte. Ich verstehe nicht, so ein Rallert, dass der nur kurz vor Ende eingesetzt wird. Da verstehe ich überhaupt nicht. Das Spiel muss natürlich gehen. Da muss Punkte machen, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, ich glaube, wer Sven Hardatz hier kennt, ich weiß, was Sven Hardatz momentan kann, dass er unserer Mannschaft auch helfen kann, aber wegen eines Spielers, wie Sven, der hat seine Arbeit, der kommt eine Woche ja, eine Woche nein. Die Jungs sind jeden Tag am Platz und ich glaube, die anderen haben auch verdient, das Gefühl von denen zu geben und nicht, dass einer vielleicht in Urlaub geht, 10 Tage und dann kommt wieder zurück und dann von Anfang an die Spiele. Ich glaube, das ist jetzt respektlos gegen die anderen Spieler gegenüber. Deswegen ein gutes Spiel ist halt kein Problem. Aber ich glaube, dass die am Platz stehen und Training stehen, ich glaube, das auch verdient. Bei meinen Gästen, bei meinen beiden Trainern recht herzlich bedanken und wünsche meinen Trainern noch für die laufende Saison alles erdenklich Gute.